Stunde beginnt. Guten Tag, meine Lieben. Guten Tag. Setzt euch und wir beginnen unsere Arbeit. Heute beginnen wir ein neues Thema. Ratet mal, was für ein Thema ist das? Seht bitte euch die Tafel an und sagt, was für ein Thema haben wir heute? Viele Häuser. Nein, bitte. Schöne Gebäude in der Stadt. Ja, schöne Gebäude in der Stadt, ja, aber das ist nicht unser Thema. In Deutschland, ja, da sind deutsche Städte, ja, aber Alexei? Nein, ja, hier gibt es viele, aber wie heißt unser heutiges Thema? Die Städte. Ja, die Städte, aber welche? Die großen Städte. Die große Städte, die große, welche, russische oder deutsche? Deutsche. Deutsche, die große deutsche Städte. Also kontrollieren wir, ja, natürlich, deutsche Großstädte. Gut, und was meint ihr, was wir heute in der Stunde machen werden? Bitte? Alexei? Über die deutschen Städte sprechen. Über die deutschen Städte sprechen, ja, natürlich, sehr gut. Über die deutschen Großstädte sprechen. Aber das ist nicht alles. Was werden wir noch machen? Wie kann die deutsche Stadt sein? Groß, klein, laut oder still, schmutzig oder Sauber. Was mache ich? Diese Stadt ist sauber und jene Stadt ist schmutzig. Was mache ich? Ich vergleiche. Und was machen wir werden? Was werden wir machen? Vergleichen deutsche Städte. Ja, wir werden deutsche Städte vergleichen. Gut. Was noch? Was meint ihr? Gibt es in einer Stadt nur Vorteile oder gibt es auch was? Bitte, wie meinst du? Gibt es Probleme? Gibt es Probleme und was werden wir machen? Was meint ihr? Probleme in der Großstadt. Probleme in einer Großstadt, ja. Und was werden wir mit diesen Problemen machen? Diskutieren. Über Probleme Diskutieren, über die Großstadt sprechen. Über die Probleme in einer Großstadt Diskutieren. informieren. Also sich über Probleme in einer Großstadt informieren, ja? Und was noch werden wir machen? Grammatik, wie immer, ja, natürlich. Werden wir auch Grammatik wiederholen. Seht bitte euch die Tafel an und sagt mir bitte, möchtet ihr diese Aufgaben machen? Ja. Ja, und dann beginnen wir. Und jetzt macht bitte eure Lehrbücher auf, Seite 152. Nun gut, Anton liest bitte die Aufgabe Nummer 1a vor. Hier sind die 5 größten Städte Deutschlands. Diskutiert mit dem Partner, dem Partnerin und findet die richtige Reihenfolge. Ja, hier gibt es 5 Städte. Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt am Main und München. Und sagt mir bitte, wisst ihr genau, welche Stadt ist größer als die anderen ist? Wisst ihr das genau? Nein, natürlich. Und macht bitte nur Vermutungen. Vermutet bitte. Und gebraucht dabei folgende Redemittel. Diese Redemittel helfen euch bei der Diskussion. Also arbeitet bitte zu zweit. Ich glaube, Hamburg ist auf dem ersten Platz. Hamburg ist größer als München. Du hast recht. Auf dem zweiten Platz kann Köln sein. Ich weiß, dass Berlin kleiner als München ist. Aber ich bin absolut sicher, dass Berlin die größte Stadt Deutschlands ist. Deine Meinung wundert nicht. Ich glaube, München ist auf dem ersten Platz. München ist größer als Berlin. Da sehe ich genauso. Auf dem zweiten Platz kann Frankfurt am Main sein. Das stimmt. Ich weiß, dass Frankfurt am Main kleiner als Berlin ist. Da kann ich nur zustimmen. Ich bin absolut sicher, dass München die größte Stadt Deutschlands ist. Da muss ich leider widersprechen. Ich glaube, Hamburg ist auf dem ersten Platz. Hamburg ist größer als Berlin.
Das stimmt. Auf dem zweiten Platz kann München sein. Das ist völliger Quatsch. Auf dem zweiten Platz kann Köln sein. Ich glaube, Berlin ist auf dem ersten Platz. Berlin ist größer als Hamburg. Ja, du bist recht. Auf dem zweiten Platz kann München sein. Das stimmt. Ich weiß, dass München kleiner als Berlin ist. Das stimmt. Ja, du hast recht. Also das waren nur Vermutungen. Und möchtet ihr wissen, ob eure Antworten richtig sind? Ja. Oder? Ja. Und wo finden wir Informationen? Im Internet. Ja, natürlich im Internet. Ich schlage vor, auch einige andere Angaben im Internet zu suchen und eine Tabelle zu erfüllen. Diese Tabelle nennt bitte und sagt bitte, welche Angaben sollt ihr im Internet finden? Fläche, Alter und Bewohnerzahl. Gebraucht bitte dabei die Webseite Wikipedia. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Na dann beginnen wir und schaltet bitte eure Laptops ein. Was ist Sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist der Sinn vom Sein? Das Fragen dieser Frage hat als Fragen nach natürlich Sein Befragtes, Gefragtes, Erfragtes. Und als Fragen an das Sein selbst den Charakter des Seins. Das Fragen dieser Frage ist ein Seinsmotto seines Sein, dass wir je selbst sind. Das heißt, das Sein dieses Sein ist jemand. Und in seiner Jemeinigkeit, worum es diesem Sein in seinem Sein geht, liegt ein Charakter des Daseins. Alles so sein, dieses Sein ist primär Sein. Da drückt das Wort Dasein nicht sein, was aus Tisch oder Stein. Nein, nein. Sondern sein, sein, 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 sondern sein, sein. Nun gut, möchtet ihr jetzt die Städte vergleichen? Ja. Aber sagt mir zuerst, welches Adjektiv passt zum Wort Fläche? Bitte, Sascha? Groß. Groß. Sage bitte 3 Vergleichsformen. Groß, größer, am größten. Kannst du vergleichen? Ja, die Stadt Frankfurt am Main ist groß. Die Stadt Hamburg ist größer als Köln und München. Aber die Stadt Berlin ist am größten. Ja, richtig. Meine folgende Frage ist, welches Adjektiv passt zum Wort Alter? Daniel? Alt. Ja, richtig. Sage bitte 3 Vergleichsformen. Alt, älter, am ältesten. Ältesten. Ja. Kannst du vergleichen? Ja. Bitte. Die Stadt Frankfurt am Main ist alt. Die Stadt Hamburg ist älter als Berlin und München. Aber die Stadt Köln ist am ältesten. Gut. Und noch eine Frage. Welches Adverb passt zum Wort Bewohnerzahl? Alexei. Viele. Viel, ja? Ja. Also nenne bitte Vergleichsformen. Viele, mehr, am meisten. Viel, mehr, am meisten. Kannst du vergleichen? Ja, in der Stadt München wohnen viele Menschen. In der Stadt Hamburg wohnen mehr Menschen als in Köln und Frankfurt am Main. Aber in der Stadt Berlin wohnen am meisten Menschen. Prima. Diese Aufgabe habt ihr sehr gut gemacht. Also gut. Welche Aufgabe ist an der Reihe? Lest bitte vor, Mascha. Sich über Probleme in einer Großstadt informieren. Was meint ihr? Gibt es in einer Großstadt Probleme, oder? Doch. Es gibt viele. Es gibt viele, natürlich. Und wollt ihr wissen, welche? Ja. Ja, und dann macht bitte eure Lehrbücher auf, Seite 143. Übung Nummer 2. Gefunden, ja? Hier gibt es 3 Fotos. Sagt bitte zu jedem Foto einige Schlüsselwörter. Also Foto Nummer 1. Sucht bitte diese Schlüsselwörter im Text. Alexei, hast du gefunden, bitte? Ja, durch S-Bahn-Linien, Straßenbahnen und Verkehr ist es recht laut. Ja, ich bin damit einverstanden. Foto Nummer 2, wer möchte das machen?
An Samstagen oder vor Festen wie Ostern. Weihnachten gibt es in den zentralen Einkaufsstraßen zu viele Menschen. Ich bin damit einverstanden. Aha, gut. Und das Foto Nummer 3, wer hat gefunden? Danja, hast du gefunden? Ja. Bitte lies vor. Oft gibt es wenige Grünflächen. Grünflächen? Und schöne Häuser. Ich bin damit einverstanden. Ja. Häuser. So, gut, das waren die Schlüsselwörter. Und jetzt hört bitte die Meinungen zu. Also, los. Person 1. Oft gibt es zu wenig Grundflächen und schöne Häuser. Man wohnt in Neubaublocks und Hochhäusern. Das ist menschenunfreundlich. Person 2. Wenn man jeden Tag 2 Stunden mit der U-Bahn sitzt, hat man das Gefühl, dass man unter der Erde lebt. Person 3. Man sieht mehr Armut, Obdachlose und Bettler als in kleineren Städten. Person 4. Meist fehlt es an Wohnungen und man muss ewig suchen und hat viel Konkurrenz. Dadurch sind die Mieten extrem hoch. Ihr habt die Meinungen gehört. Beantwortet bitte die Frage, wer was sagt und seid ihr damit einverstanden? So, bitte, wer sagt den ersten Satz, bitte? Person Nummer 6 sagt, dass durch S-Bahn-Linien, Straßenbahn und Verkehr es recht laut ist. Ich bin nicht einverstanden. Nicht einverstanden? Warum? In einer Stadt gibt es nicht S-Bahn-Linien. In welcher? In unseren? In unserer Stadt gibt es keine S-Bahn-Linien. Ja? Ja. Meinst du? Ja. Sicher? Ja. Nun gut. Weiter bitte, den zweiten Satz. Wer sagt den zweiten Satz? Erzähl. Person Nummer 7 sagt, dass in den Großstädten es oft schmutzig ist. Ich bin damit einverstanden. Gibt es viel Müll in unserer Stadt? Ja. Ja, meistens können wir sehr viel Müll auf der Straße sehen, leider, ja? Sehr gut. Und diese Aufgabe habt ihr sehr erfolgreich gemacht. Jetzt müssen wir Schluss machen. Wer möchte unsere Stunde analysieren? Kommt bitte an die Tafel. Also wer möchte das machen? Ja, komm, bitte. Mascha, möchtest du nicht? Komm bitte an die Tafel. Heute in der Stunde haben wir sehr produktiv gearbeitet. Wir haben über die deutschen Großstädte gesprochen. Haben Sie auch verglichen? Wir haben Meinungen der Deutschen über das Leben in der Großstadt erfahren und über Probleme der Großstadt erfahren. Wir haben auch Vergleichsformen der Adjektiv- und Adverbien wiederholen. Sehr gut, super. Und ihr bekommt heute folgende Noten. Mascha eine 5, Sascha eine 5, Stepan eine 5, Mischa eine 4, Anton eine 5, Alexei eine 5, Alexander eine 5, Denis eine 4, Danja eine 5. Macht bitte eure Tagebücher auf. Zu Hause solltet ihr Arbeitsbuch, Seite 118, Nummer 2 machen. Рабочая тетрадь, страница 118, Nummer 2. Also die Stunde ist zu Ende. Steht auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ihr seid frei.